Möchtest du etwas über die historische Entwicklung unserer Sprache wissen? Von den Nordseegermanen, den Kimbern und Angeln bis hin zu den Sachsen und ihrer Migration über den Ärmelkanal bis nach Britannien? Die Entwicklung des Sachsenlandes und ihrer Sprache ist faszinierend. Zahlreiche Ortsnamen lassen vermuten, dass die Sachsen hauptsächlich aus Flandern und dem Weser-Ems-Gebiet stammten. Und der Name England leitet sich zweifelsfrei von den Angeln ab. Englisch und Niederdeutsch gehören aufgrund ihrer gemeinsamen Herkunft zur gleichen Sprachfamilie und verdeutlichen dies besonders in der Linguistik. Die westgermanischen Stammesverbände entwickelten eigene Mundarten und Dialekte, darunter Altfriesisch und Altsächsisch Niederdeutsch im Nordwesten und Althochdeutsch im Süden. Niederdeutsch wurde innerhalb bestimmter Grenzen zu einer Territorialsprache, während sprachliche Veränderungen wie die Lautverschiebungen sich vor allem im Norden durchsetzten. In den ehemaligen deutschen Reichsgebieten entwickelten sich durch die unterschiedlichen Stammessprachen 3 nachweisliche Sprachgrenzen, die aber nicht mit den heutigen Grenzen der Sprachgebiete gleichzusetzen sind. Erstens die Eiderlinie, zweitens Benrather Linie, drittens Speyerer Linie. Die erste nordgermanische Sprachgrenze, die Eiderlinie, existierte in Schleswig-Holstein. Über Jahrhunderte markierte der Fluss Eider die Grenze zwischen Dänisch und dem Niederdeutschen. Die Regionen waren Dithmarschen, Holstein und Stormarn. Es folgte ein Grenzgebiet nördlich der Eider, welches auch als dänische Mark bezeichnet wird. Von der Elbe bis nach Norden gerichtet werden sowohl Hamburg als auch das westliche Holstein als Nordalbingien, Nordelbien bezeichnet. Zweitens die Benrather Linie, die Benrather Sprachgrenze, zweite Lautverschiebung, wurde nach Benrath, einem Düsseldorfer Vorort, benannt. Der Verlauf ist von den südlichen Niederlanden über Aachen nach Düsseldorf-Benrath, über Kassel, Magdeburg und dann weiter nach Mecklenburg-Vorpommern. Und nördlich dieser Linie wurde überwiegend Niederdeutsch gesprochen, vielleicht sogar ausschließlich. Somit war die Benrather Linie nicht nur die Grenze zur Trennung vom Hochdeutschen, sondern auch gleichzeitig die Grenze zwischen Sachsen und Franken. Und das Christentum unterschied diese beiden germanischen Stämme. Die Franken begannen in der zweiten Hälfte des 8. Jahrhunderts, die sächsischen Stämme Norddeutschlands zum Christentum zu bekehren. Die dritte Linie ist nun die Speyerer Linie. Diese Sprachgrenze verlief von Ost nach West, nahm ihren Anfang in Pilsen über das heutige Tschechien, Karlsbad, zum Erzgebirge, durch den Thüringer Wald, entlang der westlichen Spessart-Seite zum Maindreieck und überschreitet bei Speyer den Rhein, eine Dialektgrenze südlich von Frankfurt am Main, aber nördlich von Würzburg. Ab dem 13. Jahrhundert entfaltete sich in dem angrenzenden Herrschaftsbereich mit dem Fürstbistum Köln ein eigener Dialektraum mit dem Kölnisch-Rheinischen und dem Moselfränkischen Dialekt. Eine Ausnahme bietet der äußerste Süden mit der charakteristischen Lautverschiebung von K zum Krachlaut Kr. In Teilen Süddeutschlands vollzog sich der Wandel, in der Schweiz und in Südösterreich. Es gab Übergangszonen zwischen der Benrather und der Speyerer Linie, also zu den jeweiligen Mundarten, insbesondere durch Zuwanderung. Mitteldeutsch,